Abenteuer war es deswegen, weil wir nicht gewusst haben, ob wir am gleichen Tag wegen dem schlechten Wetter zurückfliegen können. Obwohl schon am nächsten Tag der Rückflug nach München war. Eigentlich sind wir ja nicht einmal hauptsächlich wegen der kleinen Vulkaninsel da hingeflogen, sondern wegen dem Flugzeug, das der Andi in seiner Firma ja mitgebaut hat. Auf geht's! Da wird man sogar namentlich aufgerufen. それでは、お座席とお名前申し上げますので、呼ばれましたら、では出発いたします。何度ですか？3番目左。3A. サイモン。Wenn bei dem Flieger die Motoren gestartet werden, dann spürt man die gewaltige Kraft, die da dahinter steckt. Beim Hinflug sind wir sogar am Fujisan vorbeigeflogen. Bei dem Lieblingsberg der Japaner waren wir auch ein paar Tage. Aber das wird ein eigenes Video. Lang hat's nicht gedauert. Ungefähr eine knappe Dreiviertelstunde. Und schon waren wir im Anflug auf die Insel. Und das ist die Landebahn von Kosushima. Die Landung war perfekt. Aber die Feuerwehr steht trotzdem immer bereit, falls doch was schief geht. Jetzt stehen wir da, recht blöd, am Flughafen von Kosushima. Keine Sau kennt das, Kosushima. Kleine Insel, aber kein Bus und der Flieger geht auch nicht mehr. Was machen wir jetzt? Schauen wir recht blöd. Ja, was machen wir jetzt? Bei einem Spaziergang am Strand entlang haben wir schnell gemerkt, dass es überall interessante Motive gibt und Kosushima eine wunderschöne Insel ist. Mit so einem Schnellboot hätte man auch fahren können, aber das braucht wahrscheinlich mehr Treibstoff als unser Flieger. Wunderschön sind die Verformungen und die satten Farben im Vulkangestein. So, liebe Leute, jetzt hocken wir da in Kosushima, wo wir nicht mehr heimkommen. Doch, wir kommen schon rum. Hoffentlich. So schlimm Das ist das Dorf, wo überhaupt niemand daheim ist, haben wir gemeint. Aber jetzt plötzlich stehen die Hamburger am Tisch. So schnell geht es und die Pommes frites. Hawaiianische Hawaiianisch. Hamburger. Ja, genau. Der Andi trinkt ein hawaiianisches Bier und ich trinke ein japanisches Bier. Jetzt hauen wir unseren Hamburger runter und dann fahren wir mit dem Taxi zum Flughafen und hoffen, dass das Flugzeug geht. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir da auf der Veranda schlafen oder irgend sowas. Ja. Gut. Aber irgendwie wird es schon gehen. Pommes sind schon mal gut. Pommes sind schon mal gut. Probieren wir es gleich mal. Okay. Gut. Also Leute, auf das wir heimkommen. Prost. Prost. Sollst prosten, nicht essen.
Prost. Nach den Hamburger und dem Bier haben wir dann doch noch ein wunderbares Flugwetter gehabt. Das ist die wunderschöne Miura Bay und im Hintergrund die Toko Bay, an der wir gleich vorbeifliegen. Und dann geht's über Tokio wieder zum Flughafen Chofu und wir waren heilfroh, dass der Rückflug doch noch möglich war und wir am nächsten Tag nach München heimfliegen haben können.